Und weiter geht's hier bei Pokémon Delta Omega Rubin mit den legendären Pokémon. Hi, willkommen zurück. Tja, ich war wieder mal offscreen fleißig. Das heißt, fleißig haben wir mal unser Team vorbereitet, denn jetzt geht's darum. Na, stimmt so mehr oder weniger. Ne, natürlich nicht. Schon ein bisschen besser. Jetzt geht es darum, dass wir uns erst einmal Ho-Oh holen. Oh mein Gott, ich muss ganz kurz mal überlegen. Ich brauche, verdammt. Natürlich erst zu spät gemerkt, ich brauche noch ein Pokémon, das surfen kann. Sonst könnte es ziemlich schwierig werden, glaube ich mal. Naja. Ja, wie bereits erwähnt, wir werden diesen diesen Part legendäre Pokémon fangen. Und zwar 3 Stück an der Zahl. Soll heißen, wir holen uns Palkia, Ho-Oh und Tornados. Dazu brauchen wir diese 3. Nämlich für Palkia, der bereits rüber getauscht. Wieso die getauscht, aber erkläre ich nachher noch. Der ist vor allem für... Oh, das ist der nächste Partner für Reshiram. Genau. Und dann haben wir noch... wo haben wir hier? Einen Surfer. Hallo, Surfer ist... Da haben wir einen Surfer. Und dann war ich hier sonst noch, was er noch zeigen wollte. Gar nicht mehr so viel war. Tornados. Ah, genau, war das... der hier. Von mir. Den brauchen wir, damit Tornados erscheint, weil sonst kommt er nicht. Lustig, war. Ja. Jetzt habe ich bereits erwähnt, wir gehen jetzt mal zu Ho-Oh. Damit der aber überhaupt auftaucht, sprich wir einen Zugang zu ihm haben. Nö, brauchen wir jetzt nicht mehr. Müssen wir hier in Graviport City sein. Wir erinnern uns, wir waren ja schon mal bei der Seewoge Malmfroh und haben dort einen Scanner gefunden. Und den müssen wir, schlagt mich, ich glaube das war hier irgendwo. Da bin ich jetzt hier, ich glaube ich bin... falsch. Ja, ich bin ein bisschen falsch. Weißt du, bist falsch? Ja, ich bin falsch. Ich bin ein falscher Vogel. Was glaube doch hier, wa? Genau, zu dem hier. Sag mal so, das ist doch das Scanner und das hier morgen Malmfroh. Das ist eine riesige Hilfe bei der Forschungsarbeit. Das war mich abzutreten. Klar. Captain Brick, den Scanner. Bei der Forschungsarbeit sehr helfen. Dankeschön. Hier, deine Glocke. Was? Er glockt mir eins. Hallo? Die Klarglocke. Es wird angehört an einer alten Legende der erhöhten Johto-Region erwähnt, ist von hohem Wert. Ach, jetzt sind wir so richtig Bock drauf auf Soul Silber und Hard Gold. Also ein Teil belegt schon Malmfroh war, bis wir einen Kollegen bekommen, der aus Johto stammt. Man wird erinnern, von ihm zu seiner Familie aus Generation mit der Aufführung von Tänzen und Lebensunterhalt, aber dafür kein Talent hat. Ja, die Kimono-Schwestern, wa? Anyway, mal die sind ja anders. Wie ist denn die schon wieder? Scheiße. Gibt's doch, da weiß doch Johto, zweite Generation, meine Lieblingsgeneration. Egal. Okay, vorne an die Klarglocke. In Alpha Saphir werden wir hier eine andere Glocke bekommen. Und zwar natürlich diejenige, die wir bräuchten für Lugia. Die ist halt für Ho, soweit ist, denke ich mal, das Wissen noch vorhanden. Tja, jetzt können wir bereits Ho-Oh begegnen. Ho-Oh, ja. Ach ja, legendäre Pokémon, muss ich ganz kurz was erwähnen. Wir haben bereits im letzten Part halt die 3 Golems besiegt, das war ja nichts Besonderes. Wir werden noch weiter legendäre Pokémon besiegen, aber jetzt geht es hier ums Fangen. Beim Fangen muss ich noch ganz kurz erwähnen, ich werde es so machen. Ich werde, glaube ich, pro legendäres Pokémon, würde ich mal etwas sagen, ja gut, wir versuchen mal ein paar Minuten und so. Ich merke, es klappt nicht, dann werde ich schneiden. Sprich, angenommen, ich muss auch zwischendurch mal restarten, weil angenommen, mir gehen plötzlich mal die Pokébälle und so weiter aus, dann seht ihr trotzdem nur den Schluss. Also vor allem deswegen den Grund, weil ich habe schon andere Let's Plays davon gesehen, natürlich ist die Auffassung immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich persönlich finde es ein bisschen doof, wenn man als Zuschauer plötzlich 30 Minuten oder 40 oder noch länger bei 2-3 Parts mit ansehen muss, wie man versucht, ein Pokémon zu fangen, was sowieso nur 1 KP hat und so. Da finde ich... Ja, okay, da war klar, okay, Entschuldigung, da war er zuvor, ich dachte, da wäre der Schutz gewesen. Genau, deswegen, ich finde es ein bisschen doof, dass man das irgendwie so macht und den Zuschauer hinhält, deswegen will ich es echt so machen, dass ich halt, wie gesagt, jetzt ein paar Minuten versuche, es zu fangen, das ist natürlich durchaus machbar und dann, geheimnisvoller Ring, also mysteriöse Energie, müssen wir hier ansehen, nö, noch nicht, muss ich also ganz kurz gucken. Ich alles habe und deswegen, wie gesagt, erst ein paar Minuten schauen wir, ob es klappt und wenn nicht, dann schneide ich halt, bis wir Ho-Oh endlich im Hyperball oder sonst irgendwelchen Ball drin haben. So, Voltenso ist für Donnerwelle, metergroßem Schwert, ich weiß, ich kann noch einen Punkt dafür nehmen, aber ich jetzt noch nicht richtig dafür Zeit gehabt, um das zu trainieren. Die sind mehr als EP-Abstauber und sonst
Nö, dürfte eigentlich klappen. Haben wir was vergessen? Die O-Kräfte. Ja, das wäre es klug gewesen, wenn ich das vorgemacht hätte. Egal, bei Avisa 4 sind wir dann, was die noch ausmachen können. Die Glocke. Ja, ich überlege, jetzt habe ich jetzt echt alles. Die brauchen alle nicht. Die brauchen alle Hyperbälle. Wir haben 60 an der Zahl. Ja, nochmal speichern. Denn jeder weiß, legendäre Pokémon können sehr, sehr gemein sein. Wenn ich Glück habe, ist sie bereits nach 3 Bällen drin. Wenn ich Pech habe, kann es ein bisschen dauern. Ja, gerne. Erscheine, Ho-Oh. Übrigens, Lugia wäre in Alpha 4 halt direkt unter uns. Dort wir haben ja schon mal getaucht und so. Ho-Oh. Der Phönix aus der Asche. Ja, der Zwinger. Aber ihr seht auch Level 50 und es ist echt so, dass hier... Da hatte gerade gar keine Donnerwelle. Macht Mega-Entwicklung. Wieso? Seht ihr auch gleich. Voltenso! Mega Evolution! Voltenso! Und zwar wegen Bedroher. Doch ein Nishan war. Legendäre Pokémon hier haben maximal Level 50, abgesehen natürlich von Rayquaza und Deoxys, die haben wir bereits gefangen, deswegen ist das kein Problem, die restlichen vom Attackenlevel her und so noch zu kriegen. So, das ist hier fertig. Den schön geschwächt und so. Wir bedrohen noch ein bisschen die Statuspunkte gesenkt. Jetzt ist Metagross in der Reihe. Metagross. Metagross. Oh, Läuterfeuer. Was? Täuscht mir das, sah die bei Omega Ruby in Alpha 4 episch aus. Oh ne, jetzt brenne ich auch noch toll. Ja, sehen soll mein Angriff auch wieder. So, zurückhalten bitte. Oh, das kann eine Weile dauern. Das Scheiße brennen, ey. Das gibt's doch nicht, Mann. Ja, er muss Top-Genesung nehmen. Wieso hat er mich verkokelt? Verkokelt? Nee, nicht du. Der hat mich voll verkokelt. Kann nicht sein, Mann. Oh, nein, nein! Uff. Alter, da hat er gerade flucht und so etwas. Das war knapp. Komm schon, Metagross! Eine hohe Verteidigung, hey. Das kann mich erinnern, aber Alpha 4 Lugia war ein bisschen einfacher zu schnappen. Naja. So, geschafft. Das ist nach 1 Kapis paralysiert. Sprich, eigentlich perfekt, um es einzufangen. Natürlich wird es nicht klappen, wir kennen das Ganze ja. Zu Genüge. Zack. Ja, mal gesagt. Oh nein, ein Feuersturm! Alter. Ich bin 35 Level höher und der kann mich einfach so wegbashen. Das ist unglaublich. Folgt ist vor allem, ich habe gestern noch auf Alpha 4 schnell Vulturus gefangen und das, also, ich weiß auch nicht, aber nach 3 Überbällen was drin. Klar, kann hier noch sein, theoretisch. Ich sehe nur irgendwie die Chance nicht ganz so. Nochmal Bedroher. Ja, es kann nie schaden, wir haben eine Strafattacke und ich glaube, sonst hat es nichts, war. Läuterfeuer ist, glaube ich, auch speziell jetzt hier. Oder war schon immer speziell? Ach, weiß nicht mal, Leute. Sowas merke ich mir nicht immer. Müssen wir das verarschen? Alter, noch 3 Mal ging das wieder raus. Ich weiß, was provoziert von wegen, ne, verarschen und so, aber wäre jetzt geil gewesen, wenn es geklappt hätte. Egal, ihr seht, es kann 2 Mal daneben gehen, plötzlich ist er drin. Zweimal. Nö, das gibt es einfach nicht. Ich schätze, das Party doch etwa 30 Minuten lang werden, so ich das mal kurz einrechnen. Trotz Schneiden. Ja, coole Mucke, wa? So ist sogar die aus Hardgold Sulsiger, wa? Ein Zinnturm her. Was ist der andere Turm? Moment mal. Michael, streng dein Brains an. Dein Brains. Dein Gehirn. Da müsste sogar stimmen, wa? Zinnturm war doch der mit Ho-Oh. Und dann der abgefackelte ist. Wie ist denn der schon wieder? Verdammt, ich müsste eigentlich wissen, ey.
Und wegen Eiskristall und so. Ich dürfte es gar nicht erwähnen, Freunde. Ich dürfte Eiskristall gar nicht erwähnen, nee, weil, ja. Aus Gründen. Das ist eine gute Erklärung. Aus Gründen oder weil Baum. Alter, zieht die Verbrennung ab. Tja. Ho, oh. Durch jetzt das erste legendäre Pokémon muss mich hier auf die Nase rumtanzen. Ja gut, ich will hier vor allem 3 Stück fangen, wa? Am nächsten ist es einfacher, da wird es bloß 1, was wir fangen werden, wenn es ein Part halt. Was willst du, Mann? Ich will nichts mehr. Jo, das war's für Voltenso. Nächstes Pokémon, natürlich. Wäre klug gewesen, hätte man noch irgendwie so einen fetten Typ mitgebracht, was ein bisschen was aushält. Hehe. Nötig zum Beispiel auch cool gewesen. Naja. Was? Nee, so bin ich jetzt. Belieber, wäre cooler. Ja gut, mit der großen Stahl, das war ja auch sehr clever. Okay, haben eine Runde gewonnen. Also, Hyperball. Jo, Leute, wir sind gleich mit 10 Bällen durch, aber das ist eine ganz gute Anzahl. Ja, sprich, ich werfe noch ein, wenn es nicht geklappt hat, schneide ich mal und hoffentlich wird es gleich etwas. Jetzt ist schon kommen, in 3, 4 Mal Neustart, bis es noch was wird. Jo, Leute, bis gleich. Der verarscht mich doch, ey. Kein 10 Sekunden geschnitten, schon das glaube ich einfach nicht, ey. Ich glaube, ich hab's sogar drin gelassen, bin einfach nur still gewesen. Alter, das gibt's auch nicht. 11 Bälle war es drin, das ist natürlich eine sehr gute Ausbeute, aber ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Nö. Ich gebe den Pokémon generell keine Spitznamen, außer bei einem, da müssen wir es tun, Leute. So, ja, wir sind fertig hier. Schön. Wir können weiter. So, ja, das ging doch cooler als ich dachte. Schön, schön. Jetzt, Leute, kommen die nächsten beiden legendären Pokémon zum Zuge. Ach du Scheibenkleister. So, und zurück nach Gravelport. Dazu muss ich... Ne, muss natürlich nicht. Erstmal eines muss ich mitnehmen. Und zwar Formeo. Ja, vielleicht erstmal ganz kurz ein bisschen heilen und so, wäre dann ganz doof. Sollen wir sie heilen? Naja, dann ja heilende Hände. Ja, doch, 11 Hyperbälle, das ist eine gute Ausbeute. Für Ho-Oh. Also fehlt wäre ein mega Ho-Oh, aber ich glaube, so schnell wird da nichts draus. Ho-Oh, das legendäre Pokémon mit der Zauberasche. Ach, das wird Alpha 4 sehr schön machen. Erstmal kommt Formeo mit. Denn nur so sind wir in der Lage, das legendäre Pokémon Tornadus, genau. Dass das hier erscheint. Bei Alpha wäre es halt Bulterus und wenn man beide zusammen hat, pro Edition wäre es dann glaube ich Bulterus. Und wie ist der andere? Der Bodenflugtyp? Irgendwie so, oder? Ach, egal. So, wenn wir ganz kurz doch noch ein paar Hyperbälle kaufen. Weil, schauen kann sie nie. So, jo, genau, 11 Stück. Tja, und jetzt? Ho-Oh war ja irgendwie da auf der Seewoge-Malmenfroh. Die legendären Boss-Pokémon, sag ich jetzt mal so, die sind in der Luft. Klingt crazy, ist aber so und, ich würde sagen, ich sage direkt mal Tornadus, wo der erscheint. Und Mega Power!
Ja, Latios, der mag die Hime. Genau, da vorne plötzlich ein Sturm. Der schon, wie gesagt, nur wenn man vor mir im Team hat und dann können wir jetzt... Wow, ich fliege darüber, haha. Ich glaube tatsächlich. Voll rein da! Du spürst, dass hinter den schwarzen Wolken etwas auffällt. Es wird ein starker Wind, muss es trotzdem Wolken fliegen? Ja. Freunde, beginnen wir dem ersten einzigen reinen Flug-Pokémon. Aporios heißt, Entschuldigung. Wie komme ich auf Tornados? Bringen wir die englischen Namen in den Kopf? Na, das spielt keine Rolle. Ja, wieso nicht? Kann ja auch nicht schaden. Natürlich Mega-Voltensis Bedroher. Ein bisschen schwächen. Die Musik ist so verstörend. Luftschnitt, ja, gegen Elektro-Pokémon, das bringt natürlich sehr viel. Okay, jetzt ist es natürlich mega groß. Ah ne, ist ja Meta groß. Nur Meta, nicht Mega. Bitte, was gibt's? Nicht viel. Wir sind hier noch ein bisschen, naja, egal. Hau drauf, Metagross! Musik. Als müsste er richtig bremsen. Luftschnitt! Gegen Stahl? Hallo? Ist aber lange dran. Ich sehe gar nicht, ob er noch ein oder zwei hat. Deswegen zuerst nochmal. So. Knirscher. Naja. Der Wert ist doch eh schon gesenkt. Die haben nicht das gleiche Spielchen. Ich will doch hier wieder mal sagen, 10 Versuche. Wenn es nicht geklappt hat, sprich 10 Überbälle. Wenn es nicht geklappt hat, schneide ich wieder mal. Oder versuch's zumindest. Ja, die legendären Pokémon. Was wollt ihr, Mann? Ich glaube, ich mache sogar nachher noch so bei Alpha 4 dann euch noch die wahren Formen der drei, ja, was auch immer das für Pokémon-Trio sind. Ich glaube irgendwie, wie hieß das Trio schon wieder? Hat irgendeinen speziellen Namen, das kommen wir gerade nicht mehr drauf. Das Wetter-Trio war ja, das sind ja Golden Kyogre und Rayquaza, das hat irgendeinen anderen Namen. Irgendeinen japanischen sogar. So, 2, 3. Alter, heute ein Schwein, ey. Und hallo, 11 Überbälle bei... Oh, jetzt hier etwa 3 oder 4? Gestern, ja, da war es auch etwa... Gestern waren es auch nur 3 Bälle bei seinem Donnerflug-Konterpart. Das ist der verrückt, Mann. Wir haben es geschafft. Ja, das ist so cool. Ja, das ist so cool, Mann. Ja, 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 ja. Schutzamen gehen? Nö. Ja, und das war's. Das ist doch perfekt, Freunde. So, jetzt kommen wir direkt mal zum nächsten Punkt noch. Und zwar... Hä? Gibt's gerade nichts? Crazy. Okay, mal ganz kurz zum Kampfresort zurück. Ich wollte halt mal ganz kurz die, Hallo, wo ist das Kampfresort jetzt? Ah, hier. Das Seen-Trio noch zeigen, weil, ja, wie gesagt, theoretisch können wir es natürlich auch hier wieder oben fangen, bei Omega Rubin. Mache ich aber aus dem Grund nicht, weil sie mühsam zu bekommen sind. Die sind nämlich pro Tag sind zwar alle 3 zu treffen, aber nur zu bestimmten Uhrzeiten. Ich glaube, eines ist sogar nur während einer Stunde sichtbar und so, was nicht genau welche Zeiten und welches Pokémon es genau ist. Ich glaube, es war Uxie oder so. Keine Ahnung, jedenfalls, wie gesagt, sind alle 3 ein bisschen sehr, sehr krass unterwegs und naja. Habe ich keinen Bock draus. Mal ganz mal gucken, ich will ja euch alle zeigen, wa?
Okay, den nicht mitnehmen, sonst kommt noch was anderes hoch. Und zwar nicht mein Frühstück. Was? Ich brauche 3 Pokémon im Team. Ja, ich brauche 3 Pokémon im Team. Was macht ein Logo hier? Schwierige Frage. Kann ich das irgendwie so jetzt... Ja, geht sogar noch mal sicher. Damit es auch wirklich klappt. Weil das legendäre Seen-Trio, das, also beziehungsweise der Ort dazu, ist nur dann sichtbar, wenn ihr 3 Pokémon im Team habt mit... Jetzt muss ich kurz überlegen, was maximal trainierten EVs oder maximaler Freundlichkeit, also sprich maximalen Happiness-Faktor. Zuneigung halt auf gut Deutsch. Was waren das die anderen? Ja, es gab so 2 Dinge. Also 2 Trios halt, die nur mit diesen Varianten sichtbar waren. So, jetzt ist es hier. Ja, man glaubt doch EVs war. Okay, 3 mal maximal EV. Ich gucke einfach mal kurz nach, ey, gibt's nicht. Also euch hier falsche Informationen erteilen. Ne, Zuneigung ist sogar. 3 Pokémon mit maximaler Zuneigung im Team und dann können diesen Ort hier betreten. Ja, wie bereits erwähnt, ja, förmlich schön. Wie bereits erwähnt, hier sind halt die drei Seen-Trio-Pokémon. Aber halt echt nur zu bestimmten Uhrzeiten und das eine ist nur während einer Stunde sichtbar und das ist mir jetzt doof zum Fangen, sorry. Ich zeige euch mal ganz kurz und besiege mal eins, dann seht ihr zumindest mal, wo sie sind und ja, ist schön. Vesprit erscheint. Ja, Vesprit ist sichtbar zwischen 4 Uhr morgens und 20 Uhr abends, was jetzt gerade bei der Aufnahme so ist und deswegen der Donnerschlag. Sieht noch viel aus. Oh, das lassen wir nur noch, ja. Alter, was ein Charme ausmacht. Ich weiß, es wäre bereits geschwächt und so, ich könnte es mal fangen, aber wozu? Ich habe es bereits einmal. Ich habe jetzt keinen Bock drauf und tschüss. Und das nächste Pokémon, ich könnte theoretisch natürlich schneiden und sagen, ich sage euch auch noch die anderen 2, aber nö. Ihr wisst, wo sie sind, ich habe es gezeigt. Wie gesagt, halt pro Tag sind alle auffindbar, aber halt nur zu bestimmten Uhrzeiten. Und sichtbar sind sie, also sprich der Ort hier ist nur dann sichtbar, wenn ihr 3 Pokémon im Team habt mit maximaler Zuneigung. So. Ups, Entschuldigung, das war gerade mein Fehler. Ich hab mich leicht verklickt. Da ist eine legendäre Insel dort, okay. Ich glaube hier, das ist noch ein legendäres Trio hier. Und zwar müssen das... Oh, wie ist denn das schon wieder das Trio? Ja, zeige ich nachher mal. Geht schon? Nee, machen wir nachher. Das Einal-Trio. Ich weiß gar nicht mehr die Oberbegriffe, die hießen. Und das waren doch, wie ist im Film schon wieder? Die Rede der Redlichkeit oder so etwas. Ja, irgendwie so ein Schrott hieß. Ja, so, aber Rede der Redlichkeit, ey. Klingt ein bisschen sehr schräg, doch was soll's. Okay. Können wir uns sonst im nächsten Part nochmal angucken. Jetzt erstmal. Mann, schlecht. Hä? Ah, hier. Ja, toll wieder umdrehen, dankeschön. Für diese Folge jetzt noch zum Ende hin schauen wir uns doch mal... Oh, jetzt ist aber... Ja, jetzt ist es doof. Denn damit Palkia hier erscheint, beziehungsweise halt die Alga bei Alpha Saphir, braucht man die 3 Seen-Trio-Pokémon im Team. Cool, wa? So, und vielleicht mal so herum und dann so herum. Also das noch ganz kurz. Nee, lieber nicht, sonst wäre die noch. Brauche ich für... Auch eigentlich nicht, wa? Wegen Wegsperre brauche ich eigentlich auch nicht. Dann zum Trainieren. Ja, geht schon. Nun gut, Zeit. Noch 5 Minuten würde ich sagen.
Alle drei sind im Team. Und dann mal gucken, jetzt müsste wieder so eine Wolke erscheinen oder irgendwie, glaube ich, sonst etwas in der Art. Das uns zeigt, oh, da ist es ja, da ist Palkia. Dem gibt es echt viele Pokémon hier. Ah, genau, der Dimensionsriss, da ist er ja. Und da drin, Freunde, finden wir Palkia. Das ist ein großer Spalt im Himmel. Und darum scheint der Raum gekrümmt, um verzerrt zu sein. Was ist eine Spaltpflege? Natürlich, was will sie sonst tun? Also im realen Leben irgendwie gekrümmter Raum willst du reingehen? Na klar. Palkia. Palkia war, glaube ich, eher auch ein bisschen physisch orientiert. Das heißt, Mega Power plus Donnerwelle ist eben eine gute Kombi. Oh, Voltenso. Ich überlege gerade, Drache Psycho, war oder der Typ? Ne, Moment, Drache Wasser. Ne, Moment, Drache. Doch, warte, Drache Wasser. Ich bin ein bisschen verwirrt, das ist auch schon lange her. Drache-Pokémon war sowieso. Moment, Palkia, also Dialga war ja Drache Stahl, dann erinnere mich noch. Dann war es auch Drache Wasser. Man sieht zwar immer kaum an, aber es war, glaube ich, so. Also Hydropumpe erklären. Ja, ist sogar Wasserdrache. Ganz ehrlich, also dem siehst du jetzt den Wassertypus auch nicht an. Naja, was soll's. Zurückhaltung, üben. Oh, Kräfte. Ah, ist doch speziell orientiert. Autsch, Entschuldigung, war physisch. Was wird doch die Alga? Wow. Na klar, eine Aurasphäre. 90 Schaden trifft immer. Glück gehabt. So, wobei natürlich eine coole Attacke für Gengar. Jetzt kommt die physische Attacke. Ja, das war knapp. So. Mal versuchen. Ich hoffe, es geht ohne Schneiden. Das wäre jetzt natürlich ganz geil. Dass er wieder in der 10 Hyperbellen drin ist. Und vor allem drin bleibt. Na, Palkia. Ah ja, du kriegst nichts zu saufen. Nö, nö. Zack. So, wie sieht's jetzt aus? Oh, das war ein kurzer Auftritt. Nein, nicht die Erdkräfte, bist verrückt. Oh, Alter, das tut doch weh. Gleich noch einmal. Hyperball. I choose you. Blub, blub, blub. Alter! So ohne O-Kräfte und allem. Ey, ich werd wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Das ist doch nicht normal, Mann. Was ist hier los? Palkia, also... ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil, wie gesagt, ich habe auch schon ihre Pondos bei Alpha Saphir gefangen und das ging viel länger, aber echt viel länger. Was, wieso? Geht runter. Faustauhafen mit landen. Ja, Freunde, das war's. Wir haben Palkia gefangen, wir haben die Alga bei Alpha Saphir, mit beiden können wir dann Giratina fangen. Wir werden es aber nicht fangen bei Alpha Saphir, das schon mal vorweg, weil ich habe es bereits außersehen per Tausch bekommen, wieso auch immer jemand das per Tausch irgendwie verschenkt, keine Ahnung. Aber wir werden es nur noch zeigen, doch im nächsten Part geht es erstmal jetzt den restlichen Trios nach hier bei Omega Rubin und natürlich auch noch, wie bereits angekündigt, zu Reshiram und das brauchen wir unser Level 100 Givaldro. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei Omega Rubin, Delta-Episode oder Delta generell, ist ja egal, Delta-Let's Play. Wenn es darum geht, dass wir weiteren legendäre Pokémon platt machen und natürlich auch noch welche fangen. Bis dahin, tschüss!